Eigentlich so cool, dass ihr alle da seid. Ich habe mich mega gefreut auf den Abend. Und da, nicht die erste, aber eine von den ersten Outdoor Celebrations, Tag um 27 da. So gut. Wir sind ja in dieser Serie Teachings of Jesus, wo wir so ein bisschen anschauen, was Jesus predigt hat, was er gelehrt hat. Und eine von seinen bekanntesten Predigten steht in Matthäus 5, das ist die sogenannte Bergpredigt. Und ich weiss nicht, vielleicht bist du auch schon mal in Israel gewesen, wenn man mit dem Tourbus unterwegs ist, geht man grundsätzlich oft dorthin. Das ist der Berg von der Seligpreisungen heisst. Und es ist eigentlich so es ist wirklich ein wunderschöner Ort. Ich habe schon das Privileg, dass ich ein paar Mal hingehen und es ist so schön dort. Und es ist so eine coole Atmosphäre und einfach so ein ruhiger Ort. Und ich weiss noch, als eins Mal ich dort war, bin ich wirklich eine ganze Touristengruppe mit einem Bus. Aber es war so ruhig gewesen. Und sie sind alle einfach dort gehockt und haben sich Gedanken gemacht über das Leben, über Gott. Ich weiss auch nicht, was bei ihnen abgegangen ist, aber es ist so ruhig gewesen. Ich habe das so spannend gefunden, weil ganz oft, wenn du sonst irgendwo unterwegs bist, ist einfach laut gewesen und unangenehm mit so einem Bus unterwegs gewesen. Und dort ist wirklich einfach so eine Ruhe eingekehrt. Und es ist eigentlich so cool gefunden, das dort zu sehen. Also es gibt ja auch so ein Gästehaus und es gibt so einen wunderschön gepflegten Garten und wenn man aber überlegt, wo der Bergpredigt gehalten worden ist, dann ist es wahrscheinlich nicht einmal dort gewesen, wo der wunderschöne Garten ist, sondern ein bisschen im Gestrüpp außerhalb, ist mir mal gesagt worden. Es gibt verschiedene Theorien. Aber ich finde es so spannend, einfach den Ort zu sehen. Und für uns Schweizer ist es wirklich vielleicht eher ein Hügel, nicht unbedingt ein Berg. Aber gut. Man kann auch mit dem Bus rauffahren, also. Es gibt kein Fan. Aber auf jeden Fall lesen wir in Matthäus 5, Vers 1, dort steht: Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Also Jesus hat ganz bewusst sich Zeit genommen und es sind ganz viele Leute gekommen und hat gesagt, hey, ich will euch jetzt ein paar Sachen weitergeben. Und die Bergpredigt, die ist an Israeliten gerichtet worden. Es sind Leute gewesen, die das Gesetz, also das Alte Testament, das ist für sie wie das Wichtigste gewesen. Und sie haben das alles gekannt. Und es ist für sie ganz klar gewesen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Bergpredigt auf einem Berghügel stattgefunden hat. Weil für sie, für die Israeliten, für die Juden, ist Mose der Wichtigste gewesen. Und Mose ist ja auf den Berg Sinai gegangen und hat dort das Gesetz bekommen, hat Offenbarung bekommen. Und jetzt geht Jesus auf den Berg, um Offenbarung zu bringen. Und ich finde es so spannend, die Parallelen und das zu realisieren, eigentlich die Bedeutung von diesem Berg und was es bedeutet hat für sie damals. Aber auf jeden Fall fährt die Bergpredigt, die wichtigste, oder eine der wichtigsten Predigten, die so viel aussagt, fährt nicht damit an, dass er über das Gesetz redet, sondern Jesus fährt eigentlich mit sogenannten Seligpreisungen an. Und Seligpreisungen, denkst du so, ja, okay, wenn ihr das noch nie gehört habt, was heisst denn das? Seligpreisungen sind voller Paradox, voller Gegensätze. Also Paradox bedeutet ein scheinbarer, unauflöslicher Widerspruch in sich enthalten. Es ist widersinnig, es ist widersprüchlich. Und am Anfang von dieser Bergpredigt ist wirklich, das klingt wie widersprüchlich. Dort steht, hey, selig sind die leiden, selig sind die trauern. Selig sind die verfolgt werden. Und denkst du, ja, aber, also, das geht mir jetzt eigentlich nicht so in den Kopf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ich dann selig sein? Und das werden wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und zwar, das Wort selig, das kommt aus dem Griechischen und es bedeutet Makarios. Und das heisst übersetzt glückselig, oder, also glücklich, oder völlige Zufriedenheit. Und das finde ich so cool, die Übersetzung. Völlige Zufriedenheit. Wer wünscht sich das? Völlig zufrieden sein? Ja. Ich wünsche mir das auch, oder? Das wäre doch das Schönste. Und so oft gibt es so viele Sachen in unserem Leben, wo wir denken, hey, irgendwie, alles läuft mega gut, aber der eine Bereich, der geht nicht. Und was Jesus da eigentlich aussagt, ist, hey, es ist alles ein bisschen verkehrt. Das ist nicht ganz so, wie du es denkst. Es ist voller Gegensätze. Und wie du glücklich wirst, ist vielleicht nicht so, wie du gedacht hast. Und das allererste, was er sagt, in der Elberfelder Übersetzung steht so: Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Habt ihr euch schon mal überlegt, ich will geistlich arm sein? Man will doch eigentlich geistlich reich sein, oder? Man denkt da nicht unbedingt an Armut. Aber da steht, okay, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Geistlich arm sein. Ich glaube aber, dass der Gegensatz von geistlich arm sein ist nicht geistlich reich sein. Ich glaube, geistlich reich sein ist etwas Wunderschönes. Aber der Gegensatz von geistlich arm sein ist
einen gewissen Stolz und das dürfen ablegen, einen geistlichen Stolz zu haben. Und in der Neues Leben Übersetzung steht es ein bisschen anders. Da tut eigentlich die Übersetzung das uns im Prinzip schon auslegen. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Also er tut das schon auslegen. Er sagt, hey, selig sind die, die Gott brauchen, die realisieren, dass sie Gott brauchen. Das ist völlige Zufriedenheit. Das sagt er da aus. Also völlige Zufriedenheit kommt davon, dass man realisiert, ich brauche Gott. Das ist der Paradox in dem Ganzen. Ist zu realisieren, ich brauche eigentlich Gott. So werde ich glücklich, so werde ich glückselig. Auf Englisch heißt es blessed, so bin ich gesegnet. Und es ist einfach gegenteilig von dem, was wir in der Welt hören, oder? Wir haben oft das Gefühl, wir brauchen mehr. Und da steht eigentlich, ich brauche weniger. Ich bin so bedürftig für den Gott. Ich will geistlich arm sein. Ich will nicht geistlich stolz sein. Und ich glaube, es ist so spannend. Ich habe wie das auf Deutsch, anonyme Alkoholiker, bei AA, auf Englisch sagt man das. Dort steht, du schaffst es, aber du schaffst es nicht alleine. Und das finde ich so eine coole Haltung, dass sie sagen, hey, weißt du was, man schafft es, aber nicht allein. Und wenn du dort angehst, wenn du ein Alkoholproblem hast, und du in die Gruppe angehst, dann gehst du eigentlich zu, hey, weißt du was, ich schaff's nicht allein. Ich brauche Hilfe. Ich bin geistlich arm, ich schaff's nicht. Du realisierst, du brauchst Hilfe. Und ich glaube, dass wir die Haltung auch selber dafür annehmen, zu realisieren, so, hey, ich schaff's einfach gerade nicht allein. Aber das darf uns eigentlich einen Druck wegnehmen. Das heisst nicht, dass du schwach bist. So oft wird doch der Glaube als schwach bezeichnet. Ich habe das auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, so, hey, also, ja, ist doch einfach wie eine Krücke. Du bist einfach schwach. Und ich so, ja, gib mir einen Rollstuhl. Also ich schaffe es nicht allein. Ich will es nicht allein schaffen. Und wenn man das so sehen kann, dann nimmt das einfach den Druck weg von dem Ganzen. Und das führt eben, ich glaube, zu 3 verschiedenen Sachen. Das Sven und ich schon darüber geredet haben. Und zwar glaube ich, dass geistlich arm sein und realisieren, dass wir Gott brauchen, führt dazu, dass wir nichts zu beschützen haben, nichts zu beweisen haben und nichts zu besitzen haben. Nichts zu beschützen. Vielleicht kennt ihr das noch von früher. Ihr als Familie ladet jemanden ein, sie kommen, das Zimmer ist aber noch unaufgeräumt. Und die Mami sagt, hey, jetzt gehst du ins Zimmer aufräumen. Jetzt kommen Gäste und du hast das Zimmer immer noch nicht aufgeräumt. Also musst du die Türen zumachen und niemand darf da rein. Kennt das jemand? Man hat etwas ein bisschen zum Verbergen, oder man will es beschützen. Und ich glaube, manchmal machen wir das auch mit unserem Leben, oder? Wenn wir Sachen, wo, ich erzähle dir mega gerne, so, mir geht es eigentlich gut, aber tief drin, mir geht es eigentlich nicht gut. Ich will es wie nicht erzählen. Ich will mich beschützen. Und ich glaube, dass wenn wir geistlich arm sind, wenn wir realisieren, wie Gott braucht, dann können wir auch die Türen aufmachen. Und das heisst nicht, du musst allen alles erzählen. Aber in einem geschützten Rahmen darfst du einfach realisieren, hey, ich schaffe es gar nicht allein. Ich schaffe es, aber ich schaffe es nicht allein. Und das nächste ist nichts zu beweisen. Wo das Kapitel vor der Bergpredigt, Matthäus 4, da geht es darum, wie der Teufel hat versucht, Jesus zu versuchen. Und er hat immer wieder gesagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du das machen, dann kannst du das machen. Und ich finde es so cool, Jesus hat es wie nicht nötig gehabt, sich zu beweisen. Und wie oft habe ich das Gefühl, ich muss mich beweisen. Und wenn wir geistlich arm sind, dann dürfen wir das ablegen und realisieren, okay, ich muss auch nicht beweisen. Ich schaffe es, aber ich schaffe es nicht allein. Also tue ich auch nicht so. Ich muss nicht so tun, als ob ich es kann. Und das Letzte ist, man hat nichts zu besitzen. Wir haben Sachen in unserer Schweiz, es geht so gut. Wir haben so viel Materielles. Und wir haben das, und wir besitzen das, aber es besitzt uns nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied. Wenn wir geistlich arm sind, wenn wir realisieren, hey, der Gegensatz von geistlich arm sein ist nicht geistlich reich. Wir wollen immer noch geistlich reich sein, oder? Ist den Stolz ablegen und realisieren, hey, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche den Gott an meiner Seite. Und das ist das, was es ausmacht. Und darum ermutige ich euch heute Abend einfach nur mal, das loszulassen und zu sagen, hey, ja, ich schaffe es, aber ich schaffe es nicht allein. Und ich bin davon überzeugt, dass es Druck wegnehmen kann in unserem Leben. Dass wir dürfen wirklich realisieren, hey, ich kann nichts beschützen. Ich kann nichts besitzen. Ich kann nichts beweisen. Weil ich schaffe es nicht allein.
Ich bin geistlich arm, ich bin so bedürftig für den Gott. Ich brauche ihn so fest. Und schau, Freunde, ich glaube, das ist der schönste Ort, an dem wir uns befinden können, wenn wir das annehmen können. Es ist der Ort, wo wir komplett uns selber sein können. Es ist der einzige Ort, wo wir einfach komplett schutzlos hinkommen können. Und unser Gott wird uns nie enttäuschen. Bei ihm sind wir wirklich geborgen. Und ich möchte dich so ermutigen, das jetzt zu machen. Lass uns die Zeit uns nehmen, wo wir wirklich all unsere Defenses loslassen. Alles, wo wir irgendwie wollen, wo wir wollen behalten, dass es vielleicht, wo wir irgendwie aus Schutz behalten, aus Angst, dass wir sonst wieder verletzt werden. Ich möchte dich ermutigen, dass wir in den nächsten Minuten werden das Piano im Hintergrund haben. Dass wir einfach das machen. Du darfst mega gerne auch ans Kreuz führen gehen und das, wo du merkst, hey, da behalte ich noch etwas von Gott weg. Da bin ich nicht bereit, wirklich schutzlos zu sein, das einfach anzulegen. Oder dort, wo du merkst, hey, ich probiere immer noch etwas zu beweisen in der Welt. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss aus mir selber raus gut genug sein. Du darfst einfach loslassen. Bei Gott bist du gut genug. Du hast einen Vater, der dich liebt, genauso wie du bist. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Message für jeden Einzelnen von uns heute Abend. Und ich will gar nicht viel mehr sagen. Du weißt, was der Heilige Geist in dir innen wird anregen. Und nimm das einfach für den heutigen Abend. Und lass uns näher vor Gott kommen. Lass uns gerne geistlich arm sein, weil dort drin der ganze Reichtum von Gott liegt. Und er ist genug.